Heute wollen wir uns einem weiteren Thema widmen in Bezug darauf, was Zeugen Jehovas glauben. Und zwar zu der Frage, wer kommt in den Himmel? Dazu finden wir, wie fast zu jedem biblischen Thema, auf ihrer Webseite eine Erklärung. In diesem Video möchten wir uns ihre Erklärung zu dem Thema, wer in den Himmel kommt, einmal anschauen und anhand der Bibel prüfen. Und ganz speziell möchte ich mutige Zeugen dazu herausfordern, die Challenge anzunehmen und sich dieses Video anzuschauen. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, aber Jehovas Zeugen dürfen nichts von anderen Christen annehmen, keine Broschüren, Bücher und so weiter. Beziehungsweise sie dürfen nichts anderes lesen, das nicht von ihnen selbst ist. Doch ich denke, dass jeder Christ, der behauptet oder zumindest denkt, dass er bereits die volle Erkenntnis und Wahrheit aus der Bibel hat, sich nicht davor zu fürchten braucht, was andere glauben, oder nicht? Lasst uns also beginnen. Auf die Frage, wer in den Himmel kommt, sagen sie, antwortet die Bibel folgenderweise. Gott wählt eine begrenzte Zahl von treuen Christen aus, die nach ihrem Tod zu Leben im Himmel auferweckt werden. Obwohl Zeugen auch glauben, dass wenn ein Mensch stirbt, seine Seele sich nicht vom Körper trennt, um dann entweder in den Himmel oder in die Hölle zu fahren, so wie das die meisten Christen heute glauben, und weil die Bibel uns ja sagt, dass eine Seele, also der Mensch als Ganzes, wenn er sündigt, sterben soll und somit auch nicht unsterblich ist und getrennt vom Körper weiter existieren kann, so lehren sie dennoch, dass eine begrenzte Zahl von treuen Christen direkt nach ihrem Tod zum Leben im Himmel auferweckt werden. Sie nennen es die himmlische Hoffnung. Doch die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass noch nicht einmal David in den Himmel gefahren ist, wo er doch ein gläubiger Mensch war. Aber Zeugen glauben ja sowieso, dass niemand, der vor Jesu Zeit gelebt hat, in den Himmel kommt. Doch dazu später gleich mehr. Wie sieht es zum Beispiel mit Lazarus aus? Er und seine Schwestern waren doch gute Freunde von Jesus. Hätte seine Schwester nicht die Hoffnung haben können, dass Lazarus eine himmlische Auferstehung erwartet, nachdem er gestorben war? Wieso sagte sie dann zu Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag? Martha glaubte an die Auferstehung am letzten Tag, nicht an eine sofortige Auferstehung, die im Himmel stattfindet. Und Jesus antwortete ihr, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus spricht hier von zwei Gruppen gläubiger Menschen, und zwar von den Gläubigen, die, wenn er wiederkommen wird, am letzten Tag schon tot sind, und denjenigen, die bei seiner Wiederkunft noch am Leben sind. Diese werden gar nicht mehr sterben, und die, wo schon tot waren, werden wieder auferweckt. Das lesen wir auch so in 1. Thessalonicher 4, 13-18. Paulus erklärt hier ganz deutlich, dass die toten Gläubigen den lebenden Gläubigen nichts voraus haben, sondern dass beide Gruppen gleichzeitig bei der Wiederkunft Christi gemeinsam in den Himmel entrückt werden, um dann bei dem Herrn zu sein. In Vers 16 ist uns auch noch gesagt, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen werden. Dies bedeutet, es wird auch noch eine zweite Auferstehung geben, nämlich die der Ungläubigen. Doch diese findet erst nach den 1000 Jahren statt. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 5. Schauen wir nun, mit welchem Bibelvers sie eine himmlische Auferweckung begründen. 1. Petrus 1, 3-4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wen spricht Petrus hier an? Die 144.000? Nur die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, an die er seinen Brief richtet? Oder alle, die glauben?
natürlich alle, die glauben. In Vers 18 und 19 erklärt Petrus weiter: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ist Christus nur für die Sünden einer bestimmten oder begrenzten Zahl an Christen gestorben oder für die, welche an ihn glauben? Dieses im Himmel aufbewahrte Erbe, nämlich das ewige Leben, ist eine Hoffnung, die jedem zusteht, der Christus als Erlöser annimmt, und nicht nur einer begrenzten Anzahl von Christen. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was werden die, die in den Himmel kommen, dort tun? Zusammen mit Jesus werden sie 1000 Jahre als König und Priester dienen. Ja, alle Erlösten werden im Himmel sein 1000 Jahre und mit ihm regieren, nicht nur 144.000. Wenn man davon ausgehen müsste, dass seit Jesus bis in unsere heutige Zeit insgesamt nur 144.000 am Ende im Himmel sein werden und diese gleich nach ihrem Tod schon im Himmel auferstanden sind, dann bedeutet das erstens, dass keiner, der jetzt gerade lebt oder bei Christi Wiederkunft am Leben sein wird, zu dieser Gruppe gehören kann. Und zweitens, einige schon über 1000 Jahre bereits im Himmel mit Christus am Regieren sind. Doch in Offenbarung 20, in den Versen 4, 5 und 6, heißt es, dass die regieren und Gericht halten werden mit Christus, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, und die, welche nicht das Tier angebetet, noch sein Bild oder Malzeichen angenommen haben, und zwar für insgesamt 1000 Jahre werden sie im Himmel sein, und diese 1000 Jahre beginnen für alle gleichzeitig. Während die Bösen erst nach den 1000 Jahren auferweckt werden, Vers 5. Dann erklären sie weiter, dass diejenigen, die im Himmel sind, über diejenigen, die auf der Erde sind, vom Himmel aus regieren werden, über die neue Erde und den neuen Himmel. Doch der neue Himmel und die neue Erde wird es erst nach den 1000 Jahren geben, nicht während der 1000 Jahre. Und erst, wenn die Bösen mit Satan und dem Tod selbst in den Feuersee geworfen wurden. Dies ist nämlich der zweite Tod. Und erst danach, in Kapitel 21, sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wenn Jesus wiederkommt, werden diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben, auch nicht verwandelt und in den Himmel aufgenommen, so wie die Gläubigen. So in Offenbarung 6, in den Versen 15 bis 17 heißt es: Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Psalm 21, Vers 10. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Und auch hier in 2. Petrus 3, in den Versen 10 bis 13. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Genauso werden die bereits toten Ungläubigen nicht bei der ersten Auferstehung dabei sein, sondern erst bei der zweiten nach den 1000 Jahren. Die Gläubigen werden während der 1000 Jahre also nicht über weltliche Mächte vom Himmel herab regieren, sondern in dem Sinne regieren, dass sie Gericht halten werden über die Ungerechten bis zu ihrer Auferstehung nach den 1000 Jahren. Genau genommen ist dieses Gericht einfach eine Überprüfung, um zu bestätigen, dass Gott gerecht entschieden hat, weshalb sie nicht gerettet werden konnten. Nach den 1000 Jahren werden diese auferstehen, um ihr Gerichtsurteil zu empfangen. Das lesen wir in Offenbarung 20 in den Versen 12 bis 13. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wie viele werden zu himmlischem Leben auferweckt?
Die Bibel zeigt, dass 144.000 Menschen zu himmlischem Leben auferweckt werden. Nur das Problem ist in Offenbarung 7,4, wie auch in dem gesamten Kapitel und auch in Offenbarung 14, wo die Zahl 144.000 ein zweites und letztes Mal in der gesamten Bibel vorkommt, steht nirgends etwas darüber, dass sie eine himmlische Auferstehung haben werden. Denn, wie wir bereits wissen, werden die verstorbenen Gläubigen erst bei der Wiederkunft Christi auferweckt. Und überall, wo es in der Bibel um die Auferstehung der Gerechten geht, wird nirgends etwas von nur 144.000 erwähnt. Vielmehr haben wir gelesen, dass die Toten in Christus den lebenden Gläubigen nichts voraushaben werden, sondern dass beide Gruppen gleichzeitig zu dem Herrn in den Himmel entrückt werden. Also auch die, welche bei der Wiederkunft am Leben sind. Dann haben sie bei jedem Thema, das man studiert, am Ende noch eine Rubrik über verbreitete Irrtümer, was manche denken und was die Bibel wirklich sagt. Also hier zum Beispiel: Manche denken, dass alle guten Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt dazu, Gott verspricht den meisten guten Menschen ewiges Leben auf der Erde. Und die Betonung liegt bei auf der Erde. Schließlich glauben sie, dass nur 144.000 im Himmel sein werden. Jedoch dürfen die meisten guten Menschen auf ein ewiges Leben auf der Erde hoffen. Sie nennen es die irdische Hoffnung, also ein Leben hier auf der Erde, während die 144.000 eine himmlische Hoffnung haben. Doch auch an diesem Punkt ist die Bibel ganz klar. Nach den 1000 Jahren, in denen alle Gläubigen mit Christus im Himmel waren, wird das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen, und es heißt in Offenbarung 21, 2-3: Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die Gläubigen, und zwar alle Gläubigen, werden nach den 1000 Jahren hier auf der neuen Erde leben. Das neue Jerusalem wird vom Himmel herabkommen. Dies wird ihre ewige Heimat sein, und Gott selbst wird bei uns wohnen. Doch leider behaupten Zeugen, ohne dafür einen biblischen Beweis zu haben, dass dies nur symbolisch gemeint ist und die 144.000 vom Himmel herab über die Menschen regieren werden. Lesen wir weiter, wie sie nun begründen, weshalb das nicht sein kann. Jesus sagte, kein Mensch ist in den Himmel hinaufgestiegen. Damit zeigte er, dass gute Menschen, die vor ihm gestorben sind, Menschen wie Abraham, Moses, Hiob und David, nicht in den Himmel gekommen sind. Stattdessen hatten sie die Hoffnung auf eine Auferstehung zu leben auf der Erde. In Apostelgeschichte 2, Vers 34 haben wir gelesen, dass David noch nicht in den Himmel gefahren ist, und hier in Vers 29, dass sein Grab bis heute noch unter uns ist. David ist noch nicht im Himmel genau. Er ruht im Grab, genauso wie auch Daniel als weiteres Beispiel dies tut, bis zum Tag der Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Dies würde auch ihre Lehre unterstützen, dass vor Jesu Zeit noch niemand in den Himmel gekommen ist oder kommen wird. Jeder davor hätte nur eine irdische Hoffnung. Lesen wir einmal Matthäus 8, Vers 11. Hier sagt Jesus: Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Hier sagt Jesus selbst, dass die, welche geglaubt haben, eines Tages mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch sitzen werden, und zwar im Himmel. Ich zeigte beim Studium dieses Themas mit Zeugen ihnen diesen Vers. Doch sie konnten keine Erklärung dafür finden, und beim nächsten Treffen war es auch schon kein Thema mehr. Doch jemand, der wirklich aufrichtig nach Antworten in der Bibel sucht, wird sich hier selbst eingestehen müssen, dass auch Menschen, die vor Jesu Zeit gelebt haben, eines Tages im Himmel sein werden. Jesus selbst sagt, dass es so ist.
Abraham, Isaac und Jakob sind jetzt noch nicht im Himmel, so wie David. Aber sie werden bei der Wiederkunft Christi, bei der ersten Auferstehung, der Auferstehung der Gerechten, dabei sein und zusammen mit den lebenden Gerechten in den Himmel kommen, wo sie dann gemeinsam zu Tisch sitzen werden. Und noch etwas. Hier wird auch behauptet, dass Mose noch nicht in den Himmel gekommen ist. Doch in Juda 9 lesen wir, dass der Teufel mit Christus Streit hatte und über den Leib von Moses verhandeln wollte. Wieso tat er dies? Weil Jesus gekommen war, um seinen Diener vom Tode aufzuerwecken. Wie sonst hätte Mose auf dem Verklärungsberg zusammen mit Elia zu Jesus kommen können, wenn er nach seinem Tod im Grab geblieben wäre? Denn wir wissen aus der Bibel, dass die Toten nichts wissen, solange sie tot sind. Und von Elia wissen wir, dass Gott ihn in einem Feuerwagen zu sich in den Himmel geholt hatte. Er musste noch nicht einmal sterben. Hast du dich noch nie gefragt, wieso ausgerechnet Elia und Mose dort erschienen sind bei Jesus? Beide stehen für die Gläubigen. Elia für diejenigen, die bei Christi Wiederkunft noch am Leben sein werden, und Mose für die, welche schon gestorben sind, jedoch dann auferweckt werden. Doch wenn man ihnen dies aufzeigt, so behaupten sie, dass dies nur eine Vision war, welche die Jünger gesehen haben und dass dies nicht wirklich Mose und Elia waren, die dort gewesen sind. Aber wenn es nur eine Vision oder ein Gesicht gewesen wäre, dann müsste es auch so geschrieben stehen. Denn Träume, Visionen und Gesichten werden in der Bibel auch immer als solche erwähnt, was hier bei dieser Begebenheit nicht der Fall ist. Beispiele dafür finden wir in 2. Korinther 12,1, Daniel 8,15, Apostelgeschichte 11,5, Offenbarung 9,17 und auch in Hesekiel 11, Vers 24. Also ein Gesicht, eine Vision wird auch immer als solches erwähnt. Bei Mose und Elia auf dem Verklärungsberg ist nirgends erwähnt, dass dies nur ein Gesicht oder eine Vision gewesen ist. Als der Engel Gabriel dem Zacharias erschienen ist, in Lukas 1, Vers 19 bis 22, war der Engel ja wirklich dort und nicht nur eine Erscheinung. Genauso waren Mose und Elia wirklich dort bei Jesus und nicht nur eine Erscheinung oder ein Hologramm von ihnen. Doch auch wenn man ihnen diese Dinge so erklärt, sind leider nur wenige offen dafür und bleiben trotz Ungereimtheiten bei ihren Lehren. Denn leider ist es so, dass nur das, was durch den treuen und verständigen Sklaven, Fakten gecheckt wurde, annehmbar ist. Das heißt, erst wenn diese kleine Gruppe von Männern selbst zu dieser Erkenntnis kommt, darf der Rest es glauben und annehmen, selbst wenn es 1:1 zu dem wäre, wie man es ihnen bereits erklärt hat. Viele denken sich, selbst wenn etwas Sinn ergeben mag von dem, was man ihnen aufzeigen möchte, kann es nicht etwas Wichtiges sein, ansonsten wäre der treue und verständige Sklave bereits zu dieser Erkenntnis gekommen und hätte es der gesamten Gemeinschaft so verkündigt. Doch wenn man so denkt, wie kann man da noch Licht empfangen? Stellt euch einmal vor, die Jünger hätten nur auf die Schriftgelehrten gehört. Hätten sie Jesus durch die Weisheit und Erkenntnis der Rabbiner erkennen können? Nein. Was ist mit einem Martin Luther? Wäre er zu der Erkenntnis und Weise gekommen, dass wir allein aus Glauben gerettet sind und nicht durch gekaufte Ablässe Sündenvergebung erhalten, wenn er nur auf das Oberhaupt der katholischen Kirche gehört hätte? Nein. Jeder von uns sollte Gottes Wort selber studieren und alles, was man glaubt, anhand der Bibel prüfen. Schauen wir weiter. Obwohl also sowohl Mose als auch Elia bereits im Himmel sind, sagen sie, dass dies nicht sein kann, weil Jesus selbst gesagt hat, es ist noch niemand in den Himmel gestiegen. Ich gebe Ihnen recht darin, dass noch niemand von sich selbst aus in den Himmel gestiegen ist. Nur Jesus kann das. Wenn wir Johannes 3, Vers 13 in seinem Kontext lesen, sehen wir, dass Jesus mit Nikodemus zuvor darüber spricht, dass man von neuem geboren werden muss, wenn man in das Reich Gottes kommen möchte. Es geht also darum, dass man nicht aus eigenen Werken in den Himmel kommt, sondern aus Glauben. Es ist wirklich noch nie jemand von sich in den Himmel hinaufgestiegen.
Elia konnte das auch nicht. Es war der Herr, der ihn in einem Feuerwagen abholte. Genauso konnte auch Henoch nicht von sich aus in den Himmel hinaufsteigen, sondern Gott holte ihn zu sich. Weiter sagen sie, dass es 2 Auferstehungen gibt, und so ist es auch. Nur sie teilen diese 2 Auferstehungen in eine irdische und in eine himmlische auf. Doch dafür gibt es keine biblische Grundlage. Die Bibel spricht zwar von 2 Auferstehungen, und zwar von der ersten Auferstehung der Gerechten bei Christi Wiederkunft und von der zweiten Auferstehung nach den 1000 Jahren die der Verlorenen. Doch beide Auferstehungen finden hier auf der Erde statt. Es gibt keine Auferstehung, die im Himmel stattfindet. Jeder, der stirbt, wird entweder bei der ersten Auferstehung auferstehen, wenn Jesus wiederkommt, das sind die Gerechten, oder nach den 1000 Jahren, bei der zweiten Auferstehung, die der Ungerechten. Der nächste Punkt sagen sie, es gäbe viele, die glauben, dass jeder selber entscheiden kann, ob er mal zu denjenigen gehört, die im Himmel sein werden, oder zu denen, die die irdische Hoffnung haben. Da ja nur Jehovas Zeugen diese spezielle Lehre haben, können eigentlich auch nur Zeugen damit gemeint sein. Und was schreiben sie, sagt die Bibel dazu? Gott bestimmt, welche treuen Christen den Preis der Berufung Gottes nach oben, das heißt die Hoffnung auf Leben im Himmel, bekommen. Lesen wir einmal Philipper 3, Vers 14. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ein paar Verse davor schreibt Paulus, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Doch ist dieser Vers wirklich so gemeint, dass Paulus damit eine himmlische Auferstehung meint und nur die damit anspricht, die Hoffnung auf Leben im Himmel haben? Oft wird auch 2. Korinther 5, Vers 1 zitiert, um damit zu bestätigen, dass einige Gläubige eine himmlische Auferstehung haben werden. Dort heißt es, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Möchte Paulus damit wirklich das ausdrücken? Oder ist es dasselbe, was er auch in Philipper 3 erklärt, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und Christus unseren vergänglichen Leib umgestalten wird, damit wir gleichförmig werden seinem Leib der Herrlichkeit? Wenn also Paulus von einer himmlischen Berufung und einem Bau im Himmel schreibt, dann müssen wir es auch im Kontext dessen lesen, was er an anderer Stelle geschrieben hat, und zwar, dass diese Auferstehung bei der Wiederkunft Christi geschieht. Lesen wir dazu 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn, weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Gehen wir weiter. Ich weiß, es ist viel und man könnte noch viel mehr sagen. Dennoch hoffe ich, dass dieses Video für viele eine Hilfe sein darf. Kommen wir zu dem zweitletzten Punkt. Was manche denken, die Hoffnung auf ewiges Leben auf der Erde ist weniger wert und wird denen gegeben, die nicht würdig sind, in den Himmel zu kommen. Ich denke, wir konnten bisher deutlich sehen, dass alle Gläubigen, die gerettet sein werden, am Ende in den Himmel kommen, und zwar für 1000 Jahre, und danach auf der neuen Erde ihre Heimat haben werden. Jesus hat vor allem in seinen Gleichnissen immer einen Unterschied gemacht zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wenn es darum ging zu erklären, wie es am Ende sein wird. Nie aber von 2 Klassen Gläubiger, von denen sich einer auf der Erde und einer im Himmel befinden wird.
Da wäre zum Beispiel das Gleichnis vom Unkraut und guten Samen in Matthäus 13 in den Versen 24 bis 30, das Jesus seinen Jüngern dann in den Versen 36 bis 43 erklärt. Wir wollen uns gleich die Erklärung anschauen. Hier lesen wir: Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn man dieses Gleichnis liest und auch die Erklärung dazu, steht hier nichts davon, dass das Unkraut während 1000 Jahren auf der Erde weiterleben wird und am Ende sich in Weizen verwandelt. Vielmehr erklärt Jesus, dass es bis zum Ende Menschen geben wird, die sein Geschenk der Erlösung annehmen werden und ihm nachfolgen, das ist der gute Same. Gleichzeitig es aber auch Menschen geben wird, die sein Geschenk der Erlösung nicht annehmen wollen. Beides wächst miteinander, und erst am Ende bei der Ernte wird das Unkraut aussortiert. Jesus sagt nirgends, dass er schon vor dem Ende 144.000 Weizenhalme aussortieren wird und in den Himmel aufnimmt. Nein, vielmehr antwortet er zu den Knechten, die gefragt haben, ob sie das Unkraut ausreißen sollen. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Auch das Gleichnis von den Ziegen und Schafen macht es ziemlich unmissverständlich deutlich. Vielleicht werden wir uns dieses noch in einem zukünftigen Video anschauen. Gehen wir weiter. Was die Bibel sagt: Gott nennt diejenigen, die ewiges Leben auf der Erde erhalten, mein Volk, meine Auserwählten und die Gesegneten Jehovas. Doch gelten diese Verheißungen nicht allen Gläubigen? Denn am Ende der 1000 Jahre werden auf der neuen Erde alle sein, die gerettet sind. Zuerst im Himmel, wenn er uns zu sich holt, und nach der Vernichtung des Bösen und dem Tod samt Satan und seinen Engeln. Wenn die Erde mit Feuer gereinigt und neu gemacht wurde, wird sie unser neues Zuhause sein. Wir werden jedoch nicht mehr heiraten und Familien gründen, denn Jesus sagt, dass wir in der Auferstehung wie die Engel sein werden. Kommen wir zum letzten Punkt, der eigentlich allein schon ein Thema für sich wäre. Manche denken, die Zahl 144.000, die in der Offenbarung erwähnt wird, ist symbolisch und nicht buchstäblich zu verstehen. Was die Bibel sagt: Obwohl in der Offenbarung symbolische Zahlen vorkommen, sind einige Zahlen buchstäblich zu verstehen. Zum Beispiel ist die Rede von den 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Ist auch die Zahl 144.000 buchstäblich zu verstehen? Lassen wir die Beweise sprechen. Genau, lassen wir die Beweise sprechen, doch schauen wir uns erst einmal ihre Beweisführung an. Gemäß Offenbarung 7,4 beträgt die Zahl derer, die versiegelt oder zu leben im Himmel berufen waren, 144.000.
Erst einmal ist das, was hier in Klammern steht, eine Hinzufügung, weil in Offenbarung 7, Vers 4 steht nichts über ihren Standort. Vielmehr wird uns in den Versen davor gesagt, dass die 4 Engel, welchen es gegeben ist, der Erde, dem Meer, den Bäumen Schaden zuzufügen, noch Einhalt geboten wird, bis Gottes Knechte oder wie es die NWÜ schreibt, Gottes Sklaven an ihren Stirnen versiegelt sind. Und ein Kapitel davor, ganz am Ende, wird die Frage gestellt, wer kann bestehen, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Demnach handelt es sich bei den 144.000 um eine Gruppe, die vor der Wiederkunft Christi sich noch auf der Erde befindet und nicht schon im Himmel ist. Dann heißt es weiter, im unmittelbaren Kontext wird eine zweite Gruppe gegenübergestellt, eine große Volksmenge, die kein Mensch zählen konnte. Auch die große Volksmenge wird von Gott gerettet. Die Gegenüberstellung der beiden Gruppen wäre sinnlos, wenn die Zahl 144.000 symbolisch zu verstehen wäre und sich auf eine Gruppe von unbestimmter Zahl beziehen würde. Zuerst einmal müssen wir viele kleine Details beachten und uns dabei Fragen stellen. Zum Beispiel, hört Johannes nur die Zahl 144.000? Und dann in Vers 9 gibt es einen Szenenwechsel, da sieht er eine große Volksmenge. Die 144.000, wenn wir diese Zahl wörtlich nehmen, müssen wir so konsequent sein, dass wir auch berücksichtigen, dass diese jeweils aus den 12 erwähnten Stämmen heraus versiegelt sein müssen. Doch, da wir wissen, dass nicht der ein Jude ist, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es inwendig ist, am Herz beschnitten, kann es sich nur um eine symbolische Zahl handeln. Weiter wird erklärt, darüber hinaus werden die 144.000 als Erstlinge beschrieben, die aus den Menschen erkauft wurden. Der Ausdruck Erstlinge bezieht sich auf eine kleine repräsentative Auswahl. Er beschreibt treffenderweise diejenigen, die mit Christus im Himmel über eine unbestimmte Zahl an Untertanen auf der Erde regieren werden. Stimmt das? Fragen wir die Bibel, auf was sich der Ausdruck Erstlinge bezieht. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Bezieht sich nun der Ausdruck Erstlinge auf eine kleine Anzahl an Gläubigen, oder sind damit ganz einfach diejenigen gemeint, die Gott angenommen haben durch das Wort der Wahrheit? Dann gibt es noch ein weiteres Problem für diese Zwei-Gruppen-Theorie. Nur, so sagen sie, buchstäblich 144.000 werden im Himmel sein, während die große Volksmenge irdische Hoffnung haben und somit nicht auch im Himmel sein können, wie die, welche himmlische Hoffnung haben. In Offenbarung 14 stehen die 144.000 mit dem Lamm vor dem Thron, der im Himmel ist, und dort sind auch die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten. In Offenbarung 7 lesen wir über die große Volksmenge oder Schar, die ebenfalls vor dem Thron, vor dem Lamm stehen, und dort befinden sich auch die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten. Also sowohl die 144.000 als auch die große Volksmenge befinden sich in diesen Versen im Himmel. Das lässt sich nicht abstreiten. Doch, wie bei vielem, so ist mir persönlich aufgefallen, werden Texte, die sie nicht erklären können oder ihren Lehren widersprechen, als nur symbolisch gedeutet, wie zum Beispiel in Offenbarung 21 die neue Erde und der neue Himmel und die Hütte Gottes bei den Menschen. Diese sehen sie nur als symbolisch an und nicht, dass Gott wirklich die Erde neu machen wird und er dann hier bei uns sein wird. Sie sagen, dass er vom Himmel aus unter uns sein wird. Doch das ist nicht das, was dort geschrieben steht. Und so legt man auch nicht die Bibel aus, denn nichts deutet darauf hin, dass Gott hier nur in Symbolsprache spricht. Nur leider passt es nicht zu ihren Lehren und daher wird es als symbolisch angesehen. Und genauso machen sie es mit der großen Volksmenge in Offenbarung 7. Sie sagen, dass sie von der Erde aus vor dem Thron stehen, weil sie ja nicht im Himmel sein dürfen. Doch auch hier ist das nicht das, was geschrieben steht.
So kann man nicht die Bibel auslegen, das ist eine willkürliche Auslegung und entspricht mehr einer Ansicht und nicht dem, was wirklich da geschrieben steht. Zum Beispiel wird die große Volksmenge im Buch der Offenbarung noch 2 weitere Male erwähnt, und zwar in den Versen 1 und 6. Schaut nun, was die NWÜ mit der großen Volksmenge in Offenbarung 19 macht. Hier übersetzt man mit einer großen Menschenmenge. Doch es ist dasselbe griechische Wort wie in Offenbarung 7, Ochlos Polis. Nur will man hier damit einen Unterschied machen, weil wenn man es hier so schreibt, dann bedeutet das nämlich, dass auch die große Volksmenge im Himmel ist. Sollte man sich nicht auch die Frage stellen, wieso man hier für das gleiche Wort einen anderen Begriff gebraucht, es anders ausdrückt? Gut, zusammenfassend konnten wir nun sehen, dass auch Menschen, die vor Christus gelebt haben, einmal im Himmel sein werden, wie zum Beispiel Abraham. Wir konnten sehen, dass es keine separate Auferstehung von Christen gibt, wo eine im Himmel und eine auf der Erde stattfindet. Vielmehr gibt es eine Auferstehung bei Christi Wiederkunft, nämlich die der Gerechten, und eine nach den 1000 Jahren, die der Ungerechten. Und beide finden hier auf der Erde statt. Am Ende wird es nur 2 Gruppen von Menschen geben, die, welche gerettet sind und die, welche verloren sein werden. Dazu haben wir uns das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen angesehen und schaut euch auch das Gleichnis von den Schafen und Ziegen an in Matthäus 25. Dann konnten wir sehen, dass die Zahl 144 eine symbolische Zahl ist. Ansonsten müssten ihre Eigenschaften wie die, dass sie jungfräulich geblieben sind und männliche Juden aus den 12 Stämmen auch wörtlich zu verstehen sein. Und dass die große Volksmenge sich auch im Himmel befindet. Wie wir zu Anfang gelesen haben, ist unser Bürgerrecht im Himmel. Dort sein werden wir, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft uns zu sich holen wird. Wer dazu gehören wird, ist keine willkürliche Entscheidung oder Auslosung, die nur 144.000 zusteht, sondern hat damit zu tun, wem wir nachfolgen und nach wessen Willen wir leben. Dazu ist uns gesagt, dass diejenigen mit Christus 1000 Jahre regieren werden, die nicht das Tier angebetet, noch sein Bild und auch nicht das Mahlzeichen angenommen haben. Offenbarung 20, Vers 4. Doch wie viele andere Christen auch, wissen Zeugen noch nicht einmal, wer dieses Tier ist, geschweige denn, was sein Bild und Mahlzeichen ist. Wenn du wissen möchtest, wer das Tier ist, was sein Bild ist und was sein Mahlzeichen ist, empfehle ich dir dazu, unsere Webseite zu besuchen und dir dort Material für dein persönliches Studium herunterzuladen. Es ist kostenlos und ich möchte auch Zeugen in Speziellem dazu herausfordern, die Sachen zu studieren. Denn ich bleibe dabei, wer sich seines Glaubens und darüber, dass er die Wahrheit hat, sicher ist, braucht sich auch nicht davor zu fürchten, was andere Christen glauben. In diesem Sinne danke ich euch fürs Dabeisein, wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Studium.